Als Einführung ins Thema haben jetzt Radio eine Geschichte vorbereitet, die wir jetzt euch vorstellen wollen. Stellen wir uns mal vor, ein junger Mann, wir nennen ihn jetzt mal Silvan, beschließt aus irgendwelchen Gründen auch immer nach mehreren Jahren mal in den Gottesdienst zu kommen. Er macht sich also auf und kommt in die Helsermeer Frutigland. Dort wird er am Eingang freundlich begrüßt, so weit, so gut. Er geht in den Gottesdienstsaal und auf den ersten Blick kennt er niemanden. Ein leicht beklemmendes Gefühl überkommt ihn. Und er wendet sich an einen Jugendlichen, der neben ihm hockt, mit der Frage: Warum bist du hier heute in den Gottesdienst gekommen? Er erntet ein leicht ironisches Grinsen und den Satz: Ich gehe noch in die Schule und in meiner Familie gehört der Gottesdienstbesuch halt so ein bisschen zum Sonntagsstandardprogramm. Die Nachbarin zu seiner Rechten, der stellt er die gleiche Frage. Sie muss zuerst einen kurzen Augenblick überlegen und antwortet dann: Ich komme, weil mir die Stunde Gottesdienst am Sonntag gut tut. Und ich will den wöchentlichen Gottesdienst wirklich nicht missen. Nach dieser Antwort lehnt sich der Silvan aufatmend zurück. Dass dieser Gottesdienst ihm gut tut, das hofft er auch. Jetzt geht es aber auch schon los. Die Brassband fängt an zu spielen und dann geht eine freundlich lächelnde Frau für ihn, um alle herzlich zu begrüßen. Schön. Der Silvan fängt sich an wohlfühlen. Aber was ist jetzt das? Auf einmal stehen alle auf, fangen an zu singen. Und bevor dass der Silvan genau realisiert, was vor sich geht, hockt schon mal alle ab und er ist der Einzige, der noch steht im Raum. Wie peinlich. Mit hochrotem Kopf sitzt er um ihn ab. Jetzt folgen verschiedene Texte und Gebete. Der Inhalt gefällt Silvan. Er kommt da drin vor, fühlt sich angesprochen. Wenn nur nicht immer wieder die fremdartigen Lieder dazwischen wären, die er nicht kennt und die ihm klar machen, dass er eben doch ein Fremder in diesem Raum ist. Irgendwann geht eine andere Person für ihn auf die Bühne. Und jetzt kommt, das weiss der Silvan noch, jetzt kommt die Predigt. Naja, wenigstens gibt es dazwischen keine Lieder, die ich sowieso nicht kenne. Denkt er sich und ist gespannt auf das, was da kommt. Aber schon nach wenigen Minuten schaltet er ab. Das, was er da vorne erzählt, hat so gar nichts mit seinem Leben, seinen Sorgen und seinen Freuden zu tun. Und nicht nur das. Der Silvan versteht vieles gar nicht von dem, was da gesehen wird. Es kommt ihm vor wie eine Zungenrede. Das ist auch etwas, was nur ein kleiner Kreis versteht. Und auch für den Rest vom Gottesdienst kann sich der Silvan nach dieser Enttäuschung nicht wirklich einlassen. Und wo die predigende Person ihm nach dem Gottesdienst mit einem freundlichen «Schön, dass du bist da gewesen. Komm doch bald um mich.» entlässt, denkt er bei sich selber: Darauf kannst du lang warten. Ja, liebe Freunde, das ist die Gottesdienstgeschichte vom Silvan. Und ich befürchte, dass seine Erfahrung etwas ist, was andere Leute auch schon gemacht haben. So oder ähnlich. Und vielleicht näher neben in den Gottesdienst zu kommen. Warum erzähle ich euch heute die Geschichte? Und würde damit schon ein bisschen zu einem Verräter, weil es ja einen Gottesdienst beschreibt, wie wir ihn oftmals feiern. Die Geschichte soll euch der heutige Bibeltext mal ein bisschen von einer anderen Perspektive näher bringen. Und bevor ich in der Predigt noch mehr auf das eingehen will, wir uns aber jetzt mal den Text im Originalton anhören. Es ist der Text im 1. Korinther 14, Verse 20 bis 25. Genau, ich lese aus der Hoffnung für alle. Liebe Brüder und Schwestern, seid, was eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Im Bösen, darin sollt ihr unerfahren sein wie Kinder. In eurer Vernunft aber sollt ihr reife, erwachsene Menschen sein. In der Heiligen Schrift heißt es:
Ich will zu diesem Volk in fremden, unbekannten Sprachen reden, aber sie wollen nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das Reden in unbekannten Sprachen ist also ein Zeichen Gottes, allerdings nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Das prophetische Reden in Gottes Auftrag dagegen ist kein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Stellt euch vor, die Gemeinde versammelt sich und jeder redet in einer anderen Sprache, in einer anderen unbekannten Sprache. Nun kommt jemand dazu, der das nicht kennt. Oder einer, der noch kein Christ ist. Wird er nicht sagen, ihr seid alle verrückt? Wenn ihr dagegen alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin sich selbst nie eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird auf die Knie fallen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mitten unter euch. Der Paulus fängt das Kapitel 14, wo sich der Predigtext drin befindet, mit folgenden Versen an. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Der Paulus hat den Grund, wieso dass er im Brief an die Korinther diesen Abschnitt rein tut. Dort hat es nämlich Menschen gegeben, die haben im Gottesdienst die Zungenrede bevorzugt, favorisiert. Die Zungenrede ist eine Art von einem persönlichen Gespräch zwischen Menschen und Gott. Also eigentlich in erster Linie nicht etwas, was unbedingt in die Öffentlichkeit gehört. Zungenrede bedeutet, dass man stammelnd, jubelnd oder schreiend das von sich gibt, was ihm der Geist von Gott eingegeben hat. Leider haben aber dort die anderen Menschen im Gottesdienst meistens relativ wenig davon. Und so sieht der Paulus ja auch in diesem Text, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass der Paulus damit Zungenrede nicht abwertet. Ich glaube, Zungenrede ist etwas Wichtiges, etwas Intimes, etwas Schönes, weil wir Menschen dort Emotionen, Gefühle können ausdrücken können, die wir vielleicht manchmal in Form von Wort nicht ausdrücken können. Wir können dort, wo wir Kinderwort finden, durch Jubeln, durch Seufzen, das zum Ausdruck bringen, was uns das Innerste bewegt. Vielfach wissen wir ja selber nicht so genau, was es ist, aber wir dürfen wissen, dass Gott das versteht. Weil der Paulus schreibt in einem anderen Brief, im Römerbrief, Folgendes. In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Damit sieht der Paulus eigentlich, für unser persönliches Gebet müssen wir nicht zwingend wohlformulierte Sätze brauchen. Es darf auch mal ein Seufzen sein. Es darf auch mal ein spontanes Wort sein. Aber der Paulus sagt auch, wer in Zungen redet, der baut sich selbst auf.
Ich glaube, dass die Zungenrede etwas Wertvolles ist und darum auch mit Verantwortung soll eingesetzt werden. Das intime, private Gespräch mit Gott soll nicht das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Ausrichten in einem Gottesdienst vernachlässigen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt in Korinth gewesen. Die haben sich so auf das fokussiert und haben am liebsten im Gottesdienst nur die Zungenrede gehabt, dass sie eben das andere vernachlässigt haben. Der Paulus will den Korinther damit aufzeigen, dass ein Gottesdienst nie nur ein Selbstzweck soll sein, wo die verstehen, die dazugehören, ein Insiderclub, sondern Gottesdienst soll auch eine Aussenwirkung haben. Wir feiern Gottesdienst in erster Linie für Gott zu loben. Und ja, das könnten wir mit Zungen reden. Ich glaube, das streitet auch der Paulus nicht ab. Aber Gottesdienst hat auch noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass wir Menschen in die Gemeinschaft reinnehmen können, dass wir Menschen mit Gottes Reich können bekannt machen, dass wir sie können begeistern für das Reich, wo in Jesus Christus ja schon angebrochen hat, ist und wo heute, wenn wir uns hier versammeln, auch zum Tragen kommt. Kommen wir also nochmal zurück zu dem Silvan. In unseren Gottesdiensten, die wir zusammen feiern, gehört ja die Zungenrede jetzt nicht gerade zum Alltagsgeschehen dazu. Und trotzdem hat der Silvan predigt, der Gottesdienst, wie die Zungenrede verstanden. Es war für ihn genauso unverständlich gewesen, wie es vor fast 2000 Jahren für ein paar Leute in Korinth unverständlich war, wenn Einzelne in die Zunge geredet haben. Und so habe ich mich gefragt, könnte der Abschnitt von diesem Brief auch nicht an uns adressiert sein? Könnte es sein, dass der Paulus uns damit auch meint? Dass er uns sagt, hey, redet in euren Gottesdiensten nicht so eine unverständliche Sprache. Macht die Abläufe von euren Gottesdiensten so, dass Gäste sich darin wohlfühlen, dass Gäste nachkommen, was vor sich geht. Und sucht nach diesen Worten, wo Unkundige, wo Ungläubige auch verstehen und abgeholt werden, damit wir sie auf einen Weg mitnehmen können durch den Gottesdienst. Und braucht nicht Worte, die solche Menschen eigentlich schon vor Augen führen, dass sie eben nicht zu diesem Insider-Club dazugehören. Schön und gut, denkst du dir jetzt vielleicht? Schön und gut, habe ich auch gedacht, wo mir der Gedanke ist gekommen. Weil schlussendlich bemühen wir uns ja, dass wir so reden, dass Menschen uns verstehen. Und das ist etwas, was sie uns in meiner Ausbildung auch ans Herz gelegt haben, dass wir die Sprache reden von der heutigen Gesellschaft, dass wir Menschen dort anreden, wo sie sich drin befinden. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie machen wir das? Weil unter uns sieht, der Paulus ist jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass er klar, einfach und verständlich geredet hat, sondern hat zum Teil sehr komplex und kompliziert geschrieben. Und da ist mir eben auch mit dem ersten Vers aus dem Kapitel in den Sinn gekommen. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Mit diesen Worten hat der Paulus das Kapitel angefangen und hat das dann eben auseinandergenommen, Zungenrede, prophetische Rede. Wir haben uns in der letzten Woche mit der Thematik befasst. Wer Gottesdienst verpasst hat, kann das online nachhören. Und im heutigen Bibeltext stellt der Paulus dann eigentlich Zungenrede und prophetische Rede einander wie gegenüber und kommt zu dem Schluss, prophetische Rede ist etwas, das der Gemeinde dient. Die Zungenrede ist etwas, das vor allem dem dient, was es praktiziert. Was meint aber der Paulus genau mit prophetischer Rede? Ist es das, was wir heutzutage auch unter
Prophetie, prophetischer Rede verstehen. Ich glaube, eine prophetische Rede ist zur Zeit von Paulus wie auch heute nie eine sorgfältig theologische, dogmatische Abhandlung von einem Thema, wo er sowieso nur die Insider verstanden haben, sondern prophetische Rede, und das können wir vor allem auch bei den Propheten im Alten Testament sehen. Prophetische Rede hat immer in eine sozialpolitische Situation hineingeredet, in eine gesellschaftliche Situation hineingeredet oder in eine Situation von einem Menschen persönlich. Es war ein Wort, das klar und verständlich war, das begeistert hat. Es hat manchmal ganze Völker können verändern. Es hat Menschen und Leben geprägt und verändert. Und ja, Paulus, da möchte ich dir zustimmen. So Gottesdienste möchte ich auch feiern. Gottesdienste, die mitreissen, die begeistern. Gottesdienste, die in Situationen hineinreden und Menschenleben prägen und verändern. Ich wünsche mir, dass Menschen, ob gläubig oder ungläubig, kundig oder unkundig, eigentlich nur so in unsere Gottesdienste strömen, weil sie merken, das, was hier passiert, das prägt und verändert mein Leben, das prägt und verändert meinen Alltag. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, schöner Traum. Ich habe mich aber dann gefragt, wie stellen wir es an? Wie stellen wir es an, dass zumindest gewisse Aspekte von diesem Traum wahr werden? Strebt nach der Liebe, ruft der Paulus uns zu. Und bemüht euch um die Gabe der prophetischen Rede. Und mit beidem meint der Paulus nicht die Prediger und die Predigerinnen von einer Gemeinde, sondern jedes Einzelne. Du und ich sind in dem Sinne angesprochen. Und mir ist es wichtig, dass wir den Paulus, glaube ich, dort verstehen, müssen wir klarstellen, was eben die prophetische Rede in dem Sinn ist. Wir in unserer deutschen Sprache verstehen unter Prophetie, Prophezeien, vor allem, dass man etwas sagen kann, das in der Zukunft liegt, dass man etwas voraussagen kann. Und ja, das ist ein Teil der Prophetie, aber es ist nicht der Gesamtaspekt von Prophetie. Prophetie bezieht sich nämlich immer auf das, was bereits gesehen worden ist. So damit beinhaltet Prophetie das, was Gott schon gemacht hat, wie auch das, was er noch machen wird. Und in erster Linie redet Prophetie vor allem in das Heute hinein, in unsere Situation. Der Luther hat den Begriff, der dort steht im Urtext, mit Weissagen übersetzt. Also Weisheit weitergeben. Weissagen ist jetzt auch nicht unbedingt das Wort, das wir heute noch brauchen, aber wir würden es heute vielleicht mit Predigen übersetzen. Evangelium verkünden, eben Weisheit weitergeben. Und ich glaube, für das wir Weisheit weitergeben können, für das wir Evangelium weitergeben, braucht es ja immer den Punkt, dass zuerst wir getroffen werden von dem. Und meine Frage heute an dich ist, trifft dich das Wort von Gott noch? Lässt du dich von dem treffen? Oder blockst du eher ab, weil wir gar nicht so tief bewegt wie werden? Weil es würde ja bedeuten, dass wir vielleicht aufgewühlt sind, dass wir gewisse Sachen müssen hinterfragen müssen, gewisse Sachen müssen prüfen und allenfalls vielleicht auch über Bord werfen. Es ist ein Prozess und die Frage an dich, sind wir für das bereit? Bist du für das bereit? Weil wie ich oben schon oder vorher schon erwähnt habe, meint damit der Paulus nicht nur die Leute, die schlussendlich hier stehen und predigen, sondern er meint jedes Einzelne von uns.
Du und ich, wir sind alle dazu aufgefordert, dass wir das Evangelium weitergeben. Dass wir Weisheit weitergeben, dass wir Gottes Wort verkünden. Dort, wo wir sind. Kurz gesagt könnte man auch sagen, wir alle sind aufgefordert, prophetisch zu reden und Menschen mit Gottes Reich bekannt zu machen. Und darum möchte ich auf 3 so Aufgaben eingehen. Was prophetische Rede, was Verkündigung vom Evangelium in dem Sinn zu erfüllen hat, was es für 3 Aufgaben sind. Erstens, soll Evangelium uns immer aufbauen. Dort, wo wir nach Liebe streben, dort erkennen wir unser Gegenüber als von Gott geschaffenes Wesen, als ein Geschöpf. Wir erkennen ja, wie jemand belastet ist, wenn vielleicht jemand bedrückt ist. Und ich glaube auch, dass wir erkennen, dass nicht der Monolog, sondern eigentlich der Dialog, dass wir, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir einander zuhören, miteinander reden, miteinander aber vielleicht auch mal schweigen, dass das ein sichtbares Stück Liebe ist. Klar, manchmal verstehen wir einander falsch, wir reden aneinander vorbei und nebeneinander durch. Aber ich glaube, schon rein die Grundhaltung, dass ich meinem Gegenüber begegnen will, dass ich mein Gegenüber verstehen will, beinhaltet ein Stück von dieser Liebe von Gott. Zweitens hat das Evangelium immer auch einen ermahnenden Charakter. Aber dabei sind wir doch so empfindlich auf Kritik. Die Jugendlichen sind vielleicht empfindlich gegenüber dem ständigen Ermahnen von Erwachsenen. Die Älteren regt es auf, wenn Jüngere sagen, heute ist das aber nicht modern, heute machen wir das so und so. Aber spannenderweise gibt es ja auch so Leute, die dürfen uns das sagen, was wir eigentlich nicht hören wollen. Leute, die in unser Leben dürfen reinreden. Und ich bin überzeugt, dass das Leute sind, wo wir merken, die nehmen uns grundsätzlich an. Die sind uns gegenüber freundlich gesinnt. Die begegnen uns mit einer Liebe. Die tun uns wertschätzen und dann sind wir auch bereit, eben vielleicht Kritik anzunehmen. Einen Punkt zu hören, wo wir vielleicht empfindlich sind darauf. Und der dritte Punkt, wo glaube Evangelium auch immer erfüllt, ist, dass es uns tröstet. Wenn jemand von uns trauert, wenn jemand verletzt ist, einsam ist oder verzweifelt, dann wünsche ich dieser Person, dass Gott ihr eben genau so einen Prophet, so eine Prophetin an die Seite stellt, die sie tröstet. Das bedeutet aber auch, dass wir uns fragen, bin ich bereit, so ein Prophet, so eine Prophetin zu sein, die andere tröstet, wo mit anderen ein Stück Weg geht, wo ihnen in ihrem Leid ihnen begegnet, sie wahrnimmt. Ihr habt gemerkt, ich glaube, die Grundhaltung in all dem stellt die Liebe dar, die der Paulus am Anfang sieht. Strebt nach dieser Liebe. Das ist die einleitende, also so tut der Paulus das Kapitel einleiten. Und er schließt damit an 1. Korinther 13 an, wo ja das bekannte Hohelied vor Liebe ist, wo er so anfängt. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprachen der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Wenn wir aber einander in dieser Liebe begegnen, dann bin ich überzeugt davon, dass es unsere Gemeinde wird prägen, unser Zusammensein wird prägen. Dass wir
aneinander und miteinander dürfen wachsen. Und der Paulus sieht selber von sich: Ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Und Korinther hat wahrscheinlich eingewendet, aber Glauben hat doch nichts mit Verstand zu tun. Wir wollen ja kindlich glauben. Wir wollen spontan sein, alles munter durcheinander, eben so richtig lebendig. Und auf das sieht der Paulus: Seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Mit anderen Worten, das Kindliche an unserem Glauben ist ja das kompromisslose Vertrauen auf Gott. Dass wir sagen, in jeder Lage vertrauen wir auf den Gott. Das Kindliche an unserem Glauben ist nicht, dass wir sagen, wir stellen den Verstand ab und schalten den aus, sondern Gottes Wort will ja verstanden werden. Und für das hat uns Gott auch einen Verstand geschenkt. Im Bösen hingegen sollen wir sein wie Kinder, unerfahren. Ich glaube, der Paulus will diesen Korinther wie ans Herz legen, dass sie sich nach dieser Liebe ausstrecken. Weil diese Liebe schlussendlich auch über Kleinigkeiten hinwegsieht, wo sie unterschiedliche Ansichten haben, wo sie vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Und ich bin überzeugt, dass dort, wo die Liebe Grundlage einer Gemeinschaft ist, wird der Heilige Geist wirken mit seinen Gaben. Ich möchte zum Schluss nochmal auf den Silvan zurückkommen. Der Silvan ist eine fiktive Person und sein Gottesdienstbesuch hat so nicht wirklich stattgefunden. Aber ich denke, wir hier sind uns einig, dass wenn der Silvan doch eines Morgens bei unserer Gemeinde würde kommen, ist es ja unsere Hoffnung, dass der Gottesdienstbesuch anders endet. Und dort kommst du ins Spiel. Wie ich gesehen habe, meint der Paulus jedes Einzelne von uns. Er meint dich, er meint mich. Und wenn wir jedes Einzelne von uns prägt die Gemeinde, prägt die Gemeinschaft, wo wir drin sind. Und nur gemeinsam können wir die Gemeinschaft auch verändern, können wir sie prägen, dass sich eben so eine Person wie der Silvan würde wohlfühlen hier. Nur wenn jedes oder wenn möglichst viel ihrer Ideen, ihrer Vorschläge, ihrer Wünsche und Sehnsucht in eine Gemeinde hineinbringen, wird die Gemeinde bunt und vielfältig. Ich habe heute Morgen schon das Frutigen gesehen. Wir könnten, jedes von uns könnte einen Gottesdienst gestalten zum gleichen Text. Und ich bin überzeugt, wir würden jedes von uns würde das ein bisschen anders umsetzen. Und das ist ja genau das, was schlussendlich eine Gemeinde bunt und vielfältig macht. Wenn jedes das, was es hat, in die Gemeinschaft hineingibt. Dort wird Evangelium, wird prophetische Rede lebendig. Weil jedes einen Platz drin hat. Und eben nicht nur die im Insider Club drin sind. Wenn alle ihre Anliegen einbringen, dann lebt der Leib Christi, dann leben unsere Gottesdienste und dann verwirklichen wir Gottes Reich. Ich wünsche mir, dass wir das fröhliches, manchmal auch ein kritisches Miteinander leben, das von einer Nächstenliebe geprägt ist und so neue Menschen in die Gemeinschaft hineinnimmt. Wir brauchen dich, du, der heute hier in diesem Gottesdienst bist. Aber ich bin auch überzeugt, wir brauchen die Leute, die bis jetzt den Weg in die Gemeinschaft noch nicht gefunden haben.
Darum möchte ich dich ermutigen, bring deine Wünsche, deine Sehnsucht, aber auch deine Kritik in unsere Gemeinschaft ein. Habt den Mut, prophetische Rede, Evangelium zu verkünden und hilf mit, dass aus dieser vielleicht manchmal unverständlichen Zungenrede ein gesprochenes und gelebtes Stück Gottesreich wird, das schlussendlich Menschenleben verändert. Noch ist das vielleicht ein schöner Traum, würde die Ente sagen. Aber wer sieht uns, dass nicht auch ein Traum kann Wirklichkeit werden kann, wenn viele anfangen, den gleichen Traum zu träumen. Amen.